Lehre uns beten. So heisst unsere neue Predigtserie, die über die nächsten 4 Sonntage hinweg wird gehen. Und unbestritten ist das Gebet einer der Grundpfeiler von unserem Christsein. Das ist wie das Schnaufen von unserem Leben, es gehört dazu. Und wenn man sich das so überlegt, dann ist es manchmal ein bisschen komisch, vielleicht geht es so wie mir, dass auf der anderen Seite dann so ein lebendiges, begeisterndes, leidenschaftliches Gebetsleben bei mir und auch bei vielen Leuten, die ich kenne, gar nicht so selbstverständlich ist, wie man es manchmal vielleicht meinen könnte. Und in den kommenden 4 Wochen werden wir das Thema eintauchen und uns nochmal neu begeistern lassen. Von etwas, das jeder irgendwo kennt, wo viele von uns, wenn nicht sogar alle, in einer gewissen Regelmäßigkeit machen, nämlich das Gebet nochmal wirklich so zu einem Grundpfeiler von unserem Leben können werden zu lassen. Und die beste Art und Weise, um das zu machen, ist doch, wenn man weiss, wieso. Es ist schon das, ich weiss nicht, die Frage kennen die wahrscheinlich alle, wenn man etwas machen muss, wenn man etwas sollte, dann braucht man das. Die tiefe Gewissheit im Herzen, warum. Was bringt das? Was nützt das? Und je genauer dass man weiss, warum man etwas machen sollte, umso grösser ist die Motivation und umso grösser ist die Leidenschaft. Und so habe ich mir so überlegt, um was geht es eigentlich, wenn wir beten? Was ist das Gebet und warum hat es so einen grossen Stellenwert für unser Leben? Das Gebet ranken sich viele Mythen, es ranken sich viele Vorstellungen und manchmal etwas an Enttäuschungen da drumherum. Und so im darüber nachdenken über das Thema ist mir sofort ein Bild in den Sinn gekommen, ein Vergleich von einer Situation. Wenn ich an das Gebet denke und an die Zeiten denke, wo ich bete, dann ist es mir so ein bisschen vorgekommen, wie wenn ich in den Ausgang gehe. Manchmal vielleicht mit meiner Frau, manchmal vielleicht mit guten Freunden, die ich habe, oder mit meinen Eltern. Wenn wir irgendwo gehen und wir hückeln an. Es ist einer von diesen Orten neben den Spaziergängen, wo ich am besten schwätzen und austauschen kann mit Menschen. Vielleicht geht es dir auch so. Ich weiss nicht, an was es genau liegt. Vielleicht ist es, dass man den Alltag ganz bewusst ein bisschen zurücklässt, dass man sich parat macht. Vielleicht ist es das Ambiente, was es irgendwie schlussendlich dann ausmacht. Vielleicht, dass man all die Sachen auf die Seite tut, die einem ablenken können, oder? Das ist ja dann so die Abmachung, dass wenn wir zusammen fortgehen oder wenn wir zusammen zu Nacht essen, dass dann nicht das Handy die ganze Zeit vor dem Gesicht ist. Fällt mir ein bisschen schwieriger als meiner Frau, aber ich zwinge mich dazu und sage, hey, ich schenke dir Aufmerksamkeit. Und Gebet für mich, wenn ich an die Zeiten zurückdenke, wo ich so Momente erlebt habe von der Nähe, von der Vertrautheit, auch was leidenschaftlich war, die haben so Aspekte von dem Eins und Eins mit Gott, von dieser Offenheit, von dieser Verschiedenheit. Manchmal ist es mega emotional, intensiv, manchmal ist es vielleicht alltäglicher, manchmal ist es vielleicht spektakulärer, manchmal ist es ein bisschen gewöhnlicher. Aber es sind so die Momente, wo ich mir rausnehme, in meinem Leben zum Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sehe ich das von der ersten Seite an. Wir sehen von der ersten Seite an schon mit Adam und Eva, mit den ersten Menschen, die geschaffen worden sind, dass sie so einen persönlichen Draht zu Gott hatten. Dass Gott mit ihnen Zeit verbracht hat, dass sie eine Freundschaft gepflegt haben, eine Beziehung hatten. Dass sie mit Gott schwätzen können. Und sogar dort, wo es schwierig geworden ist, wo etwas von dem Vertrauen und von dieser Vertrautheit zerbrochen ist, ist das Erste, was Gott gemacht hat. Er ist auf die Suche gegangen, er hat sich aufgemacht, diesen Menschen wieder zu begegnen. Er hat gesagt, Adam, Eva, wo sind ihr, wo bist du? Ich suche dich wieder. Und wir sehen es durch die ganze Bibel durch. Ich erinnere mich an die Szene, wo uns beschrieben wird von Mose, wo ja bekannt ist, was heisst, Gott und Mose haben geredet miteinander. Von Angesicht zu Angesicht, von Gesicht zu Gesicht sind sich gegenüber gewesen. So wie Freunde das machen. Und so weiter durch die ganze Bibel durch. Wenn es ums Gebet geht, dann hat es zwar durch alle Zeitalter durch immer organisierte Formen von Gebet gegeben. Es hat Rituale gegeben, die man gemacht hat. Es hat Gottesdienste gegeben, die man gefeiert hat, in unterschiedlichen Art und Weise. Aber neben dem Organisierten, sehen wir durch alle Abschnitte der Geschichte von Menschen und Gott haben miteinander, immer wieder so Zeiten, wo es beschrieben wird, wie es eben auch persönliche Begegnungen gegeben, wie das Teil war von dem Miteinander unterwegs sein. Gebet ist also keine christliche Pflichtübung, um Gott irgendwie zufriedenstellen. Wo man irgendwie Kreuzchen machen und abhaken und sagen, so und so viel Mal habe ich es jetzt gemacht, jetzt habe ich erfüllt oder eben nicht erfüllt.
Und es ist auch nicht so eine Form von christlichen Zaubertrick, wo man irgendwie eine Form oder eine Floskel aufsagt, in der Hoffnung, dann das Glück auf seine Seite zu zwingen. Oder manchmal fühlt es sich so an, so ein bisschen wie beim Elektroautomat, dass man kommt mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen, die man hat, und man gibt dann das Nummerchen in der Erwartung, dass dann das dort rauskommt. Und wenn es mal nicht so schnell geht, wie man erwartet hat, so habe ich es gerade letztes Jahr wieder erlebt, wo wir einmal waren, dass man dann mit Anlauf irgendwie dagegen rennt und versucht, ein bisschen nachzuhelfen, oder? Leider hat es wirklich nichts gebracht. 2 junge Männer sind vor uns, wir waren im Sentispark und haben wirklich etwas trinken wollen. Und der Arm hat es wirklich nicht geschafft, bis im letzten Moment nicht. Sie mussten dann nochmal Münze nachschieben. Das Gute war, das Glück war ihnen hold. Es sind dann beide Fläschchen aufs Mal rausgekommen. Also sie haben dann gleich alles bekommen für ihr Geld. Gebet ist Beziehungspflege. Der Dietrich Bonhoeffer war ein bekannter Pastor aus der Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Er ist als Märtyrer gestorben in dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Am Schluss wegen dem dann umgebracht worden. Und er ist ein brillanter Theologe, er war Pastor und er hat etwas gesagt über das Gebet, und ich finde, spricht so ein bisschen aus, was für eine Besonderheit das dort drin ist. Er sagt nämlich, die Kraft des Menschen ist das Gebet. Beten ist Atem holen aus Gott. Beten heißt sich Gott anvertrauen. Das Gebet ist das Herz des christlichen Lebens. Das Gebet ist ein Grundpfeiler von unserem Leben als Christen. Es ist wie Schnaufen. Es ist der Ort der Ausrichtung. Es ist der Ort, wo unsere Kraft herkommt, die Quelle der Kraft. Es ist der Ort, wo unser Leben anfängt zu pulsieren, wo wie der Kern und die Essenz von dem ist. Und so wie Adam und Eva, so wie Mose, so ist es auch im Leben von Jesus gewesen. Jesus und das Gebet. Das Gebet hat einen enorm wichtigen Stellenwert gehabt im Leben von Jesus. Wir lesen zu unterschiedlichsten Orten, was heisst, dass Jesus sich in die Einsamkeit zurückgezogen hätte, immer und immer wieder, um zu beten. Oder das heisst, dass er am Morgen aufgestanden ist, vor Tagesanbruch, sich an einen einsamen Ort zurückgezogen hat und dort ist beten. Oder es heisst, dass er die Stadt verlassen hat und dass er die ganze Nacht durch im Gebet mit Gott geredet hat. Und als es hell geworden ist, hat er seine Jünger berufen. Oder das heisst, von der wohl dunkelsten Stunde im Leben von Jesus, kurz bevor er an das Kreuz gegangen ist, sein Leben geopfert hat, dass er sich zurückgezogen hat in dem Garten Gethsemane, die Nähe, die Gemeinschaft, die Intimität mit Gott gesucht hat. Für ihn ist das Gebet und Beten ein fester Bestandteil von seinem Leben gewesen. Und offensichtlich hat das Gebetsleben, die Art, wie Jesus betet hat, seinen Freunden, diesen Jüngern so viel Eindruck gemacht, dass sie ihn um einen Workshop gebeten haben. Sie haben gesagt, Jesus, irgendetwas mit dir ist Besonderes und irgendetwas mit der Art und Weise, wie du betest, ist Besonderes. Lehr uns zu beten, sag uns, wie man das richtig macht. Und von da stammt auch das Zitat, wo der Serientitel ist von uns, Herr, lehr uns beten. Und Jesus teilt dann ein Gebet mit ihnen. Das wohl berühmteste Gebet von allen Zeiten. Das Gebet, wo ich davon ausgehe, dass die allermeisten, die da drin sind, es wahrscheinlich sogar auswendig können oder mindestens fast auswendig können. Das ist das sogenannte Vater Unser. Das Gebet Vater Unser, es ist der Leitfaden, wo Jesus seinen Jüngern gegeben hat zum Thema Gebet. Sie haben ihn gefragt, wie sollen wir beten? Und er hat gesagt, machen Sie so. Und ich, wenn ich das anschaue, wage mich zu behaupten, dass es wahrscheinlich eine Art Zusammenfassung war von der Art und Weise, wie Jesus betet hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus seinen Jüngern versucht hat, aus dieser Erfahrung, aus dieser Praxis heraus, wie es er gemacht hat, eine Hilfestellung für ihr Leben zu geben und zu sagen, ihr seht, wie es bei mir ist, macht es mir nach. Und obwohl es oft auswendig gelernt und auch in seiner Form rezitiert wird, gehen wir davon aus, dass es nicht in allererster Linie so ein Mustergebet zu verstehen ist, wo man einfach abeliert, damit man es gesagt hat, sondern dass es mehr eine Art Leitfaden ist, eine Anleitung, die uns hilft, durch verschiedene Etappen, durch verschiedene Schwerpunkte im Gebet, wie sie sich durchführen, durchleiten zu lassen, so Schritt für Schritt. Ein Blick auf das Vaterunser gibt es gerade automatisch schon
eine Übersicht über das, wie das Gebet aufgebaut ist. Nämlich spannend, dass die Gliederung nicht zufälligerweise gewählt worden ist, sondern dass sie eine feste Struktur hat. Also die Form, die Art und Weise, der Inhalt und auch die Formulierungen, die da drin sind, die helfen uns und die sind wohl überlegt und strukturiert. Wir sehen eingeblendet das Gebet. Es fängt an mit einer Anrede, Vater unser im Himmel, und gliedert sich dann in 2 Hauptabschnitte, die jeweils gekennzeichnet sind durch einen Begriff, nämlich im ersten Teil dein. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So ein Dreierpäckchen. Warum ein Dreierpäckchen? In der Kultur vom Judentum, von der Zeit, wo Jesus drinnen aufgewachsen ist, hat vieles eben so eine dreiteilige Form gehabt. Sicher auch, damit man sich es einfacher auswendig merken konnte. Damit man etwas hatte, das man sich festheben konnte. Dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann ein zweiter Block, was heisst, unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und es heisst, und führe uns nicht in Versuchung. Wir alle, die das auswendig gelernt haben, im Religionsunterricht oder wo, kennen noch den Zusatz, das heisst, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der erscheint nicht in allen Bibelübersetzungen, weil er nicht in allen Abschriften gefunden worden ist. Es gibt ja verschiedene Abschriften von dieser Bibel und gerade alte Abschriften, die man gefunden hat, haben den Teil nicht und man weiß nicht so ganz genau, wann er wo dazugefügt worden ist. Darum ist er nicht in allen Bibelübersetzungen gleich vorhanden. Aber weil er so stark in dieser christlich-kirchlichen Tradition drin ist, nehmen wir ihn auch mit in unser Vaterunser. Heute Morgen fokussieren wir uns auf die Anrede. Es ist wie eine Zusammenfassung von dem ganzen Gebet. Vater unser. Manchmal sagt man auch unser Vater. Die Katholiken haben aber noch die Vater unser Situation. Und sie erinnern uns daran, Vater unser, an die 2 Blöcke. Dein Reich, dein Wille, Vater, und unser tägliches Brot und unsere Schuld, das, was wir brauchen, in unseren Bedürfnissen drin. Also die Teil, wo das da abbilden wird. Vater. Vater unser. Vater ist eine Anrede, die Jesus ganz oft gebraucht hat, wenn er mit Gott oder über Gott geredet hat. Er hat vom Vater geredet. Der Begriff oder die Vorstellung, Gott als Vater zu bezeichnen, ist jetzt nicht neuartig. Es ist nicht etwas, was Jesus erfunden hat, in Anführungs- und Schlusszeichen. Wir sehen es da und dort schon im Alten Testament, aber es ist extrem auffällig, wie bewusst, wie stark und wie regelmäßig, dass Jesus diesen Begriff gebraucht hat. Ich gehe davon aus, es war sein Zugang, seine Art, wie er Verbindung mit Gott, eben mit dem Vater im Himmel hergestellt hat. Es tut sicher auch darstellen, dass Jesus sich selber eben als der versprochene Sohn, der Retter, der Messias verstanden hat, der gekommen ist, eben zum Veränderung bringen in die Situationen, zum Retten, zum Heilen, zum Erlösen. Es zeigt es aber auch die Art und Weise, wie Jesus mit Gott geredet hat. Viele Ausleger gehen davon aus, dass Jesus da in seiner Muttersprache im Aramäischen das Wort Abba benutzt hat. Es hat dort, wie bei uns im Deutschen, verschiedene Arten gegeben, wie wir den Vater anreden können. Es hat etwas Förmlicheres gegeben und es hat etwas Vertrauteres gegeben. Und Abba ist die vertraute, manchmal sagt man auch die kindliche Form, vielleicht zu übersetzen mit Papi oder Papa. Es ist das, was ausdrückt, dass Intimität, Vertrauen, Verständnis gegenseitiges da ist, dass man jemanden kennt, dass es ein Gegenüber ist, das nahe ist, das weiss, wie es mir geht, sich interessiert für mein Leben. Wir können also sagen, wenn Jesus Zeit mit Gott verbracht hat, dann ist sein Gegenüber, das er hatte, das er angesprochen hat, der Vater gewesen, der ihm gegenüber gehockt ist. Ich glaube, dass das Gebet, das Vater unser Gebet, darum mit dem Begriff Vater anfängt, wie es uns einladen, am Anfang, bevor wir drinnen starten und Gott all das am Kopf hören, was uns so stark beschäftigt. Das ist mega wichtig und es hat einen wichtigen Platz in diesem Gebet. Aber bevor wir gerade drinnen gehen, dass wir uns einen kurzen Moment bewusst werden, wer es uns da eigentlich gegenüber sitzt. Wie es mir geht, wenn ich so mit jemandem schwätze, Zeit verbringe, was ich mich getraue zu sagen, wie ich es sage, über was wir reden,
ist extrem abhängig davon, wer das mir gegenüber sitzt oder nicht. Es ist abhängig davon, ob die Person mich kennt, ob ich Vertrauen habe in die Person, ob ich das Gefühl habe, die Person interessiert sich wirklich für mich, ob das ein Dialog ist, den wir da führen, oder ob es ein Monolog ist, wo ich mir etwas anhören muss, oder wo nur ich schwätze und Bittsteller bin. Ich glaube, dass das Vaterunser drum mit dem Begriff Vater anfängt, dass man einen kurzen Moment auf Pause drückt, bevor wir drin starten, in unser Gebet hinein, die Zeit, die wir mit Gott verbringen. Und uns für einen kurzen Augenblick innehalten und uns überlegen, wer ist mein Gegenüber? Ist mein Gegenüber ein ferner, alter, verbitterter, schwerhöriger Zyniker mit langem Bart, der darauf wartet, mich zu bestrafen? Ist es eine undefinierbare Kraft, unpersönlich, wo man irgendwie auf seine Seite beten kann, wenn man die richtigen Worte braucht? Ist es ein Orakel, das man befragen kann, wenn man wissen will, in welche Richtung die Zukunft sich bewegt? Hockt mir das unveränderliche Schicksal gegenüber? Das heisst, egal was ich sage oder tue oder mache, am Schluss ändert es nichts an der Sache. Ist es Karma? Also ist es schlussendlich abhängig davon, was ich gemacht habe oder was ich gesagt habe oder wer ich bin, und dann schlägt es dann halt zurück, oder? So wie es in den Wald hineinruft, so ruft es zurück. Es ist mega entscheidend, wer das mir da gegenüber sitzt, wenn ich bete. Auf wen bin ich ausgerichtet? Was für Erwartungen habe ich? Wer ist mein Gegenüber, wenn ich Zeit mit Gott verbringe? Für Jesus ist sein Gegenüber ein liebender Vater gewesen, der ihn kennt hat, der ihm vertraut war, der gewusst hat, wie es ihm geht, der gewusst hat, was ihn beschäftigt, der auf seiner Seite war, wo seine Hilfe, seine Unterstützung war in diesen Sachen drin. Und wenn Jesus uns das Gebet gibt, Vater unser, dann sagt er, hey, auch ihr dürft so beten. So wie ich gebetet habe, in dieser Art und Weise, wie ich mit Gott geredet habe, dürft auch ihr mit ihm reden. Und dürft euch sicher sein in eurem Herz drin, dass der euch gegenüber sitzt, ein liebender Vater ist. Ein Papi, der euch kennt, der weiss, wie es euch geht. Ich weiss, wenn ich jetzt sage, stell dir vor, dass ein Vater oder dein Vater dir da gegenüber sitzt, dann löst das nicht in allen von uns die gleichen Bilder aus und nicht in allen von uns die gleichen Gefühle. Und umso mehr, glaube ich, ist es wichtig, dass wir versuchen, Gott immer mehr als den liebenden Vater kennenzulernen, wo Jesus ihn kennt hat. Versuchen, Gott so zu verstehen, zu sehen, zu kennen, wie Jesus ihn kennt hat. Und ich weiss, für die einen von uns braucht es ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen einen längeren Weg, wo man gehen muss, damit man an den Ort kommt. Aber ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, es ist so entscheidend, dass man sich bewusst ist, wer sitzt mir da gegenüber. Spannend ist doch auch, dass es heißt Vater unser und nicht Vater mein. Es ist mir erst wieder so neu bewusst worden, dass ich eigentlich das Gebet sehr stark für mich in Anspruch nehme. Ich bete es ja für mich persönlich aus meiner Sicht. Ich brauche es als Anleitung, dass ich meine Bedürfnisse, also mein tägliches Brot und meine Schuld und meine Sachen, die ich da brauche, mit drin lese. Und unbestritten, das ist Sinn und Zweck von dieser Sache, dass ich einen persönlichen Bezug habe. Und gleich glaube ich, dass es ganz bewusst heisst, Vater unser und unser tägliches Brot und unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Dass das Gebet ist, das eben sagt, dass wir als Christen Teil von einer grossen Familie sind. Dass wir einen Vater haben und viel Geschwister miteinander. Und das zusammen mit mir, wo ich da bete und wo ich Kontakt mit Gott herstelle und wo ich meine Bedürfnisse, meine Anliegen, meine Bitten, mein Leben von dem Gott ausbreite, dass durch alle Zeitalter und durch alle Teile von dieser Welt durch noch Millionen, Milliarden von anderen Menschen
auch so machen. Gott ist eben nicht nur mein Vater, der nur da ist für mein persönliches Wohlergehen und Wohlbefinden, sondern er ist unser aller Vater. Er ist der Vater von all denen, die sich an ihn wenden. Ein wunderschönes Bild in dieser Vorstellung, ihnen zu sagen, ich reihe mich ein in eine Sache, die grösser ist. In eine Sache, die irgendwo mich mit nimmt. In einen Bogen hinein, der sich spannt durch die ganze Geschichte, durch den ganzen Lauf dieser Zeit durch. Und ich habe Gemeinschaft mit Gott, so wie Adam und Eva, wie der Mose, wie der David, wie Jesus und seine Jünger Gemeinschaft mit Gott hatten. Und wenn ich etwas bitte, dann bin ich mir bewusst, dass ich mein Anliegen darf bringen von dem Vater, dass er interessiert dafür, dass er auf meiner Seite steht und gleichzeitig, dass er den Lauf der ganzen Welt im Blick hat. Und wie oft gibt es vielleicht, dass ein Gebet sich nicht so erfüllen kann, wie ich es gerne hätte, weil jemand anderes ein anderes Bedürfnis hat. Ihr kennt das vielleicht mit dem Regen, oder? Die einen beten, dass es Sonnenschein ist, damit man baden gehen kann, und die anderen beten, dass es endlich wieder regnet, damit Pflanzen weiter wachsen können. Manchmal ist es eben unser Vater, wo wir alle miteinander dürfen von dem Gott, von dem Vater kommen, wo er uns alle im Blick hat und gleichzeitig jedes einzelne von uns kennt. Es kommt noch ein zweiter Zusatz in dieser Anrede. Unser Vater im Himmel. Oder, wie es im Griechischen heißt, in den Himmeln, in der Mehrzahl. Ich glaube, dass der Ausdruck oder die Ergänzung im Himmel, in den Himmeln, das Bild von dem Vater ergänzt. Wenn wir uns zurückerinnern, vor ein paar Wochen haben wir da die Serie gehabt, die geheißen hat, unfassbar über die unsichtbare Welt. Und wir haben dort darüber miteinander nachgedacht, dass eben der Himmel nicht ein weit entferntes Wolkenschloss ist, wo irgendwie irgendetwas vor sich hin passiert, sondern dass der Himmel vielmehr eine andere Dimension ist, wie eine andere Realität, die parallel zu unserer besteht. Dass Gott also mit in den Himmel nicht als ein Gott beschrieben wird, der fernab ist von dem, was da auf dieser Erde läuft, sondern vielmehr, dass das seine Art, sein Wesen will bezeichnen. Dass es uns deutlich machen will, dass der Vater nicht ein menschlich-irdischer Vater ist, der uns da gegenüber sitzt. Trotz aller Intimität, trotz aller Nähe, trotz aller Zugänglichkeit ist er eben zugleich auch der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, der ewige Gott, der unveränderlich ist, der immer war und der immer wird sein. Und in dieser Einleitung, in dieser Anrede, unser Vater im Himmel, machen wir uns auch bewusst, dass Gottes Wesen und seine Möglichkeiten nicht limitiert sind, durch das, dass auf dieser Erde auch Gesetzmäßigkeiten vorhanden ist. Er ist der Nähe, der Zugängliche und gleichzeitig der vollkommen andere, als wir sind. Einzigartig in seiner Art. Wir sind sein Ebenbild und trotzdem ist er der Ursprung und die Quelle von allem. Trotzdem bleibt er der Schöpfer. Ich finde es einen wunderschönen Zweiklang. Es ist der liebende Vater, der da ist und gleichzeitig der Herr über Himmel und Erde, der alles kann, der alles weiß, der alles ist, was wir brauchen. Und manchmal sind seine Gedanken und seine Wege höher, grösser, umfassender, als es das meine sind. Und so soll die Einladung von uns an uns alle rausgehen, in diesen kommenden Tagen, in diesen kommenden Wochen, das Vaterunser zu unserem Gebet zu machen und zu sagen, wir nehmen es mit rein in unser Leben hinein. Vielleicht rezitieren wir es am Anfang einmal. Einfach jeden Tag am Morgen oder vielleicht am Morgen und am Abend. Vielleicht aber nehmen wir uns in diesen kommenden Tagen mal ganz bewusst Zeit, innezuhalten, bevor wir in das Gebet hineinzugehen und so im Bild gesprochen anzusitzen und sich bewusst zu machen, wem hocke ich eigentlich gegenüber? Mit wem rede ich da, wenn ich bete? Wer lässt mir zu, wenn ich komme mit dem, was mich beschäftigt in meinem Alltag hinein? Der liebende Vater, der mich kennt, auf meiner Seite steht und gleichzeitig der Schöpfer vom Himmel und Erde ist. Und wenn ich das mache, es ändert etwas an meinem Herz. Es ändert etwas an der Erwartung, die ich habe für das Miteinander, für die Zeit. Es ändert etwas an der Art und Weise,
und am Inhalt von dem, was ich zu sagen habe in dieser Zeit, wenn mir das klar ist. Das ist die Einladung, wo Jesus sagt, mach so wie ich und bete zu dem Vater im Himmel. Wir werden in den kommenden Wochen in die verschiedenen Blöcke noch reingehen. Das nächste dann auch in den ersten Block hinein, wo Gott im Fokus ist. Und der nächste Satz, dein Name werde geheiligt, der bildet wie die Brücke dort drin dann, wo es mit nimmt in diesen Teil, aber die Zeit langt heute Morgen nicht, um da ins Detail noch drin zu gehen. Ich will beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das Gebet, das du uns hinterlassen hast. Für das Vorbild, das du uns hinterlassen hast. Ich liebe es zu sehen in der Bibel, wie du Zeit mit Gott verbracht hast. Unglaublich. Unglaublich, wie vertraut, wie normal in Anführungs- und Schlusszeichen und doch so wichtig das war in deinem Leben, dass es einen festen Platz hat. Ich bitte dich für mein Leben, für jedes Einzelne, der da drin ist, dass wir nochmal neuen Zugang finden dürfen zu diesem Gebet, zu unserem persönlichen Gebet, zum Gebet miteinander, auch als Kirche. Bitte ich, dass du uns lehrst. Lehrst nicht einfach Worte nachzureden, auswendig zu lernen, sondern lehrst das Herz von dir zu spüren. Etwas mehr von dem zu entdecken, von dieser Art, wie du Gemeinschaft und Beziehung mit Gott gelebt und gepflegt hast. Bitte ich für die Menschen, die es gerade durch Mark und Bein durchgegangen ist, wo sie das Wort Vater gehört haben, weil ihr eigener Vater kein gutes Vorbild war für das. Bitte ich, dass du ihnen hilfst, Neues zu entdecken, dass du Wunden heilen lässt, die da sind, in den Herzen drin, in den Seelen drin von den Menschen. Und dass du es nicht erlaubst, dass mit dem etwas geraubt wird, von dieser Schönheit und von dieser Intimität, die Menschen mit dir haben können. So will ich dich segnen, wenn du an diesem Ort stehst, dass du darfst sehen, wie der Heilige Geist dir hilft in den kommenden Tagen, Altes hinter dir zu lassen und Neues zu entdecken. Und ich bete für uns als Kirche, dass wir zu einer Kirche immer mehr heranwachsen können, wo so unser Atem ist, unser Pulsschlag ist, als Einzelne und als Gemeinschaft, in dieser Verbundenheit mit Gott unterwegs zu sein. Dass du uns hilfst zu verstehen, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir in unserem Gebet zu dir kommen. Der liebende Vater im Himmel. Amen.